Schönen guten Abend alle Guten. Merci, dass ihr kommen seid. Trotzdem schöne Wetter dabei sind, dass da hier innen am -5 mit mir und am Herr Unger, dem Artist von unserer Expo, die Alchemist, sitzt. An ein Gespräch feiert. Wir werden schwatzen über die Expo, über Herr Unger sein Werk an seine langjährige Karriere von mittlerweile mehr wie 50 Jahren. Vielleicht ein bisschen Kontext zu gehen zu der Expo, den einen oder anderen in der Schweiz vielleicht schon gesehen. Sie heißt also die Alchemist, das ist eine Selektion von Werken vom Arthur Unger. Das ist nicht unbedingt ein Retrospektiv, mehr ein ganz gezielten Auswahl für seine Werke. Die Alchemist ist natürlich, für die dem Herr Unger sein Werk kennen, eine Referenz und die ganz extra und einzigartig Art und Weise, wie den Herr Unger mit dem Koffer umgeht, mit der Malerei auf dem Koffer und die Materialität vom Koffer verändert. Aber an der Expo haben wir dann neben dem Aspekt vom Koffer dann auch noch seine Encre de Schienen. Das ist eben ein bisschen die Dualität zwischen den zwei, den Encre de Schienen, was repräsentiert das vom Element vom Wasser, an dem Feuer, am Gesamtwerk vom Herrn Unger, was dann der Koffer ist, wo dann noch das Feuer zum Einsatz kommt. Am Ende haben wir noch ein bisschen probiert, die zwei Elemente an der Szenografie zu weisen. Den E-Raum haben wir alle Götten als Kofferwerker versammelt, wo also auch ein bisschen mehr eine deichte Stimmung mit dem der blaue Farbe am Hintergrund von den Mauern, wo der Koffer noch viel mehr rauskommt. Und dann nebendran die bisschen mehr Lichtatmosphäre am Wasser, mit den Encre de Schienen, was auch ein ganz wichtiger Teil am Gesamtwerk von Herrn Unger ist. Voilà, so viel bisschen zu der Expo. Aber vielleicht ging es dann auch schon direkt vor um den Künstler selber gehen. Herr Unger, wer ist überhaupt zu dieser Expo gekommen? Ich komme zu mich oft an den Museum ran. Das war während der Exposition vom Kongo, die ich ein paar Mal besichtigt habe, die ganz interessant auch war. Da sind auf den Herrn Polfer gestoßen. Und sind wir ins Gespräch gekommen. Und sagten, Herr Polfer, die waren noch nie bei uns. Die Invitation, die ist ganz spontan gekommen und ich habe sie direkt akzeptiert. Und das war auch für kurzem. Ich hatte nicht gedacht, dass das so schnell ging. Und ich sagte, Herr Polfer, noch singen Leid, alle Guten hier und Herr Prim und dir und alle Guten, der Staff, den hier und ist. Da sind ich wunderbar empfangen gehen. Mit einer großen Kompetenz und einer Herzlichkeit. Und voilà, ich wollte das auch mal vertieft als Merci sagen. Merci, wir sind natürlich auch ganz froh, dass er akzeptiert hat und dass er den Abend hier sieht und dass man das so schnell konnte machen. Und dass man auch die meisten Werke sind auch aus ihrer Sammlung, die meisten Werke an ihrer Expo. Aber wenn wir über Kunst schwätzen, wie sie dir als Künstler dann zu der Kunst kommt, die sieht ja am Anfang ein Autodidakt, wie er zur Kunst, was war ihren ersten Zugang zu der Kunst? Ja. Also mit der Kunst, dass das so ich meine, wenn ein Künstler ist, dann ist er ein. Und das schon von kleinem Un, und von kleinem Un, da sind ja auch daheim, da konnte ich geholfen für mich auszudrücken. Ich hatte besonders meinen Großpapa, den hat mir daran geholfen. Das erste Werk, was ich gemacht habe, das war ein Porträt. Und das war ein Porträt von meinem Großpapa. Ich weiß nicht, wo das verschwunden ist, das ist schon lange verschwunden natürlich. Und so sind sie zur Kunst gekommen am Anfang, weil das, ich meine, ich kenne den nicht dazu. Es ist ein. Wenn ein Kunst an sich hört, und das in der Künstler, es gibt kein Künstler. Es ist einfach ein. Und an der Schule, du hattest aber eigentlich auch verschiedene Profen oder die anderen Lützebäuer Künstler kennengelernt. Ich denke, du und ihn bestimmt, den Herr Glatz, den ich aber ein bisschen verschiedene Sachen gewiesen hat und du dich vielleicht noch mit Lust und der Kunst verstärkt hat.
Ja, also an meiner Jugend war ich am College, am LGL war ich. Und da war das Fach von der Kunst, das war fakultativ. Von 25 Primaner waren wir schon 3 Stück, die sich interessiert haben in der Kunst. Und ich hatte auch einen Professor, der war unheimlich interessant, das war der Felix Glatz. Der Felix Glatz hat auch gemalt, hat figurativ gemalt und hat nicht schlecht gemalt. Und ich meine nicht, dass er an der Avantgarde von der Lützeburger gegangen ist. Ja, das hat einmal die sagt, dass ich da schon ein Kunstmilieu rangekommen bin, das hast du später aus, also das ist so einfach so weitergegangen. Ja, wir zeichnen sich ja dafür allem auch durch Technik aus, eine ganz extra Technik, an eine ganz große Metrise von dieser Technik. Wie sieht er dann zu dem ganz speziellen und extra Support vom Koffer, vom elektrolytischen Koffer kommen und wie hat er den entdeckt? Ja, das ist eine Zufallsgeschichte. Aber das ist ein Zufall. Ein Zufall ist das, was dir zufällt. Und das war ganz einfach. Ich hatte einen guten Kollegen, das war der Claude Neu von der Circuitfeuille, der ist bei mir gekommen. Oder ich bin bei hier gegangen und hatte so eine Table Ronde durchgestochen. Und auf den Tisch hat man so ein Kofferfolie gelöst, wo hier beim Feierhöfen so Druck kam. Das war ganz zufällig, das war aleatoire, die ganze Geschichte, mit wunderschön. Und dann ist den Claude gefragt, ja, was ist das da? Aber ja, wir machen den Koffer da so, dann von dem man Feier spielt, das kriegst du raus. Und ich sagte, Claude, kann ich mal so ein paar Stecker da kriegen, dass ich kann, wenn ich da mal experimentieren. Das habe ich dann auch gemacht. Und da sind ich löser, und ich da Fortschritte gemacht, und ich habe gemerkt, dass ich an dem Spiel, was am Anfang für mich ein Spiel war, und ich etwas ganz Seriöses rausgefunden. Und damals habe ich fertig gebracht, über die Jahre, die Tableaus zu machen, die da gesehen hat. Und das ist mir eine Technik, die ist Asian. Und was mich natürlich spannend bei der ganzen Geschichte war, dass das eine Exploration von mir war an der Materie. Materie vom Koffer zu explorieren, zu gucken, was ich da als Farbe kann rauskommen. Natürlich, ich muss sagen, den elektrolytischen Koffer, weil mit dem anderen Koffer kriegt er gut nichts raus. Ja. Und so hast die ganze Aventur, das ist eine Aventur gehen. Und was ist eine Aventur? Ja, voilà. Da weiß ich nicht, wohin hingeht. Ja. Und es sind da allerhand Fähren hingegangen. Und ich bedauere auch nicht die Fähren, die ich da gegangen bin. Ja, die bezeichnen dich ja auch selber als ein Peintre de la Matière. Und die Kofferwerker, die da macht, die haben ja auch einen ganz bestimmten Namen. Sie heißen Pyrochimiogramm. Und können das vielleicht ein bisschen über, wir werden schon ein Video gucken, wo Ihnen das noch besser erklärt gesagt, wie vielleicht ein bisschen zum Prozessus, wie die Wirker schafft. Ja, den Pyrochimiogramm, das ist ein barbarischer Name. Und das ist so gegangen, ich schon die Nummer unter der Fonde, schon zu Paris hatte ich habe ja mit Mante Glemotta viel geschafft. Und da war eine ganze Konstellation von Leuten, die rundherum da waren. Und dann habe ich durch Zufall den Professor Raymond Hotel da begegnet. Der Raymond Hotel ist Physik, ich meine, das Nobelpreisträger gewesen an der Physik. Und den hat die Sache auch da gesehen. Und den hat den Term da für mich gemacht. Das war ein Pyrochemiogramm. So ging ich das nennen sollen zu mir. Und der Raymond Hotel, das war eine wunderbare Person, war ein ganz einfacher Mensch. Und war ein guter Freund von Glebotta, dafür habe ich ihn auch
Voilà. Und vielleicht können wir ein kleines Video gucken, wo ihr da gesagt, wie die faszinierenden Bilder, wo ihr nicht immer ganz wie es Wesen entstehen, dann tatsächlich entstehen. Ja, die Video das hat mein Opa gemacht. Ja. Von meinen Opa hat gemacht. Das war ein Türmchen. Und da sind ich en pleine Aktion dabei. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich vor viel Boxen draufgegangen bin. Das ist so gespritzt. Ja, das ist dann mein Bruder, den ich schon nämlich brennen, ich fixiere Tusch auf den Koffer. Und dann waschen ich das sind dann waschen ich ein Party davon, die bleibt ja am Koffer. Das ist ja was interessant. Und da gibt es eine Malerei, eine Identität, die ich kriege. Das ist durch das, was ich durch recht gewaschen habe. Da assistieren ich dann mit der Flamme und da kann ich mir meine Farben raus. Das ist das ja. Das ist die Intensität von der Flamme, die Farbe bestimmt. Ja, da habe ich das Blut, das habe ich zugesagt. Ich kriege ja nicht alles Haft raus. Dann setzt sich dann so, das Blut zum Beispiel, das ist also spezifisch, das ist ein Fettfarbe. Aber wenn ich dann mal einen Brenner da drück komme, da kriege ich das Fett raus und das Blut transferiert sich um ein Hellblut. Kann ich da mal da spielen. Ach, das ist ein schöner Koppel, das Ach, das ist ein Kuckchen, das war. Ich war geschwiss in der Menge. Ja, das ist auf der Breck bei mir, ja. Ja, und das ist dann der Katalog. Ja, die kriegt alle an der... Die können da dürfen, haben wir am Shop kaufen. An der Entree in Englisch. Ja, genau, an der Entree. Okay. Mein neben der Technik, die, wie wir gesehen haben, ganz speziell, etwas ganz Innovatives, etwas, was ich sonst nicht viel gesagt als Malerei, aber ein ganz subjektiv Malerei, ein ganz persönlich, das ist starken expressiven Ausdruck, den überall durchschenkt. Wie sieht ihr persönlich Leben, all die Sachen, die da während ihrer 50-Jahre-Karriere und noch so an ihrem Leben erlebt hat, reflektiert an ihrer Malerei? Ja, wie schon gesagt, Kunst, das ist ein Teil auch vom Künstler. Ich habe natürlich an meinem Leben, konnte ich nicht von der Kunst leben. Und das war gerade gut. Weil meistens, wenn ein Künstler davor lebt, und möchte den Beruf daraus für sein Leben zu verdienen, da muss er Konzessionen machen. Und die habe ich nicht brechen zu machen.
Da habe ich mir gesagt, wie ich voll, da habe ich mir gesagt, wie ich voll. Und dann natürlich für zu gucken, wie kommt das da un? Das ist eine andere Thematik. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wie ich meine erste Kofferbilder gemacht habe, du hast der Joseph Emil Müller, der frühere Direktor vom Museum, der war intrigiert. Er hat mich angerufen, Herr Runger, kann ich bei sich kommen? Und als er bei mir kam, erklärt mir mal, was ihr da macht. Und da habe ich ihm das auch erklärt und schon die Farbe gewesen. So, Herr Runger, so, dir wird für mich ein ganz großer Künstler, wenn dir das da beim Toll macht. Aber so, Herr Müller, der hat nichts von meiner Kunst verstanden. Und dann habe ich geguckt, schon nichts verstanden. Aber ja, Herr Müller, so, ich bin ein Peintre de la Matière. Mich interessiert Matière. Mich interessiert nicht, ob es dort drauf zu malen. Ich gucke aus der Matière, da etwas rauszuziehen, die Leben zu tun. Das ist meine Kunst. Und du hast das doch gut verstanden. Und da war eine große Ausstellung von der Lützburger Kunst am Grand Palais. Ich habe mich gedacht, der Müller hält dich niemand. Und der Müller hat nicht matt gehabt. Ich war ganz platt, ja. Voilà, das war meine Rencontre mit Joseph Müller. Das war ein wunderbarer Mensch, weil dann hört heute zu Lützburg, ich meine, ich hatte ganz viel für die Kunst gemacht. Hier hast den ersten, den empfangen, den abstrakt Kunstteil. Und hat natürlich der Col de Paris gewissen, wo ich nicht gerade so begeistert bin, an der in der Nacht ihnen so begeistert sind. Ich nenne Michel Tapier. Voilà. Und wenn ihr in den Titel guckt, für allem bleiben wir ein bisschen bei den Kofferbildern, die sehr oft afrikanisch titeln. Das heißt, was drücken ihr Bilder aus? Die ganz oft aber Inspirationen, die auch von ihren vielen Reisen kommen, Plätze, wo da gelebt wird. Können du vielleicht noch ein bisschen? Da kann man lange vertellen, auf die Philosophie vom Taoismus. Und das ist die Dualität, die an uns leid. Die Dualität, wir sind alle gute Yin und wir sind Yang. Und das weiblich und das männlich an uns. Und das tue ich auch an meiner Kunst. Ich habe mein Yin und ich habe noch mein Yang an meiner Kunst. Mein Yin, das ist Yin, das ist weiblich. Und Yang, das ist männlich. Und das weiblich, das ist Wasser. Und das männlich, das ist Feuer. Und ich spiele mit den zwei Elemente, die am Anfang opposiert sind. Und das am Anfang das hat auch an uns leid. Die Dualität, die an uns leid, und die ich probiere noch an meiner Kunst auszudrücken. Und Feuer ist aber trotzdem auch eine Referenz. Und, ja, also man Feuer versucht nicht auszudrücken, meine Erlebnisse an Afrika. Afrika für mich als der Feierkontinent. Mit der Sonne und alles, was du hast, das ist für mich Feier. Und mein Onkel, der Schien, das ist der asiatische Kontinent. Wasser. Mein Onkel, der Schien, das ist alles Wasser. Ich habe für den Schien dazu kommen, ich nenne ja mein Onkel, der Schien, das sind Deep Paintings. Ich nenne das Deep Paintings. Es gibt den Ausdruck, es gibt an der Kunst die Paintings, das von der etwas an Wasser sticht. Und das ist das, was ich mache. Ich mache meine Zeichnungen, die sind ganz spontan. Und da sticht es an Wasser. Das ist natürlich nicht egal, was für Wasser das ist. Das muss ein bestimmtes Wasser sein mit einem Zusatz, für das die Encre de Chine sich doch kann ausbreiten und am Papaya-Shape festsetzen. Voilà, das ist. Ja, das gesagt sich ganz einfach. Und das ist auch ganz einfach, aber das muss ich nicht fallen. Die einfachen Sachen sind immer ganz einfach. Die sind immer ganz, wie soll ich das sagen, ja. Das ist ja auch ganz metrisiert, weil da mal dann das ein Zitat, was den oft rümpft, wenn den über der Kunst liest, als dass Kunst
oder derweise wieder malt als un geste spontané avec en même temps une certaine retenue. Dass da immer da so die Dualität vom Taoismus, von der man gerade geschwärzt haben, die Dualität zwischen, dass etwas ganz Spontanes, dass etwas, was aus ihr rauskommt, aber gleichzeitig als merkt den auch, dass der ganz gekonnt ist als das. Das ist immer so ein bisschen eine Mischung zwischen, vor allem wenn man noch die Kofferwerke guckt, das sind teilweise, sieht aus wie Grien, das ist ein bisschen etwas Statisches, so das aus sich, und aber gleichzeitig als die große Expression und die Dynamik handeln. Können da vielleicht ein bisschen über ja, die Dualität oder den Kontrast auch an der Art der Weise zwischen dem Gest und der Retenue. Ja, also meine Malerei ist natürlich eine spontane Malerei, das ist eine gestuelle Malerei. Und ich fühle mich wohl doch an der Malerei, das sind am Anfang, das sind ich. Und dafür bin ich natürlich auch wie viele andere Artisten, die doch eine Weg von tun, ihren Stil doch festgelöst. Ja. Und das muss ich natürlich auch, wenn ich mit Dave an die Malerei herangegangen bin, wenn ich so Stil, dann das Seil vom Maler, die muss da herauskommen. Wenn wir bei den Encre de Chine sind, haben wir ja dann auch neben den Pyrochemiogrammen, die wir an den Kofferwerken haben, oder auch noch Psychogrammen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was genau darüber nach mehr angeht, das ist, was aus ihrem Inneren könnt, aber was er direkt so gestuell auf den Papier bringt. Und die Psychogrammen, das ist leider auch noch ein Übergang zu einem anderen wichtigen Teil ihrer Karriere und dem Verlauf von ihrer Karriere, als dass da viel wichtige Persönlichkeiten und wichtige Rencontres, neue Aventuren in ihrem Leben hat. Du schwätzt nicht vor allem dann vom bekannten französischen Kunstkritiker Michel Tapier, den dann 1970 an der Galerie Stadler zu Paris kennengelernt hat. Für die den Tapier vielleicht nicht kennen, den Tapier als für allem bekannt, dass er den Term vom Art informel geprägt wird an den bekannten Publikationen an Art Autre rausgebracht wird 1952. Das ist eine Informalmalerei und du war dir ja dann 1970 ja, wie den Michel Tapier kennengelernt, wer es dazu kommt, dass sich Bilder angeguckt hat und ja, auch direkt begeistert war von ihren Bildern. Ja, die Tapiers-Geschichte, das ist auch so eine Geschichte. Wie habe ich den Michel Tapier kennengelernt? Das war 1970 für einen Ausstrand, habe ich eine Galerie gesichtet an der Rue de Seine. Zu Paris, Rue de Seine, also auch heute noch, sind noch viele Galerien, mit der Zeit war es aber nicht schlimm. Und du kommst an die Galerie Stadler, das ist ein Stadler, also eine Schweizer Galerie, wie ist der Rodolph, ich habe ihn noch nur kennengelernt, die wollte mich auch ausstellen, man hat Pech gehabt, der Glibotto hat mich auch nur weggeholt, und er sagt, nee, du gehst nicht mehr bei der Stadler, du bleibst bei mir. Ja. Und das war die Parenthese, ich meine, der Glibotto hat auch mit mir viel mehr Interessantes gesagt, wie der Stadler je gemacht hat. Der Stadler war in den Bilder verkaufen, das war wichtig. Und den Glibotto, das war der wollte etwas durchstellen, den Künstler durchstellen. Der hat ganz Aventur vom Künstler auch gesehen. Und hat auch Filme gemacht. Und voilà. Wir sind nicht beim Glibotto da hängen geblieben. Und das hat auch nicht leiden. Au contraire, das war formidabel, ja. Wo war ich noch hängen geblieben? 1970 beim Tapier zu Paris. Ah ja, ich war beim Michel Tapier, hatte ich den noch ganz vergessen. Ja. Aber ja, da sind nicht so lange durch die Rue de Seine getrappelt. Da war dann die große Galerie da. Und ich war ganz naiv an der ganzen Geschichte. Ich war gut organisiert. Natürlich, ich hatte ein Dossier, da war schon noch Haut noch durchstehen, so ein schwarz Map. Und da hatte ich lauter Originale dran. Ich hatte viel Encre de Chine dran, ich hatte auch meine Feierbilder da dran.
Und das war ganz schön organisiert. Du kommst da ran und ja, da war ein Damm, die hat mich da empfangen, was ich gerne hätte. Aber ich sagte, ob ich kann darstellen vielleicht. Dazu fängt zu lachen. Nous, on a nos peintres. Das war alle Galerien, da muss ich sagen, nous, on a nos peintres. Und da war das schon direkt dabei. Ja, da war wir den Tapje, den da stand. Und dann hat Schuss den Hut abgesagt, er wollte gehen. Und dann sagt sie, aber der könnte wir mit unserem Kritiktator vielleicht schwätzen. Michel Tapje. Ich hatte keine Platzahnung, wie der Mann da war. Ja. Und dann habe ich gesagt, ob ich ihm das könnte weisen. Oder weiß man wohl hier, je pas le temps, die Pariser haben nie Zeit. Ja. Und dann ist ihm den Dossier da gegeben. Und dann mischten ein paar Seiten ab, legt den Hut auf, den Mantel aus, er setzt sich da. Und du war den Tapje fort, und hat mal geguckt, was ich ihm da bräuchte. Und dann habe ich gesagt, il est midi, je dois aller déjeuner. Hein. Pardon, da war das ganz interessant. Wie heißt der Visite? Ich gehe sehr gerne ran mit anderen Sachen, auch mit großen Sachen. So hat er mal ein Tapje gefangen. Und dann ist ein Tapje da noch rumgesehen und du wollte nach mir gesehen. Ja, ich konnte nicht alles auf Paris kleben. Dann ist nach Plötzburg invitiert. Wir waren ein paar Mal zu Lützburg. Ja, und das hat dann plötzlich hast du eine Freundschaft gegeben. Hat mir ein Buch gemacht, hat mir Texte geschrieben, hat mich ausgestellt, hat mich zu Turin ausgestellt, in Italien ausgestellt. Das war ein ganz flotter Amateur mit ihm. Ja, die hat auch ganz viele verschiedene Künstler kennengelernt. Ich meine, die sind auch in Amerika gereist, wo der verschiedene Künstler kennengelernt hat. Ja, dann natürlich, rund um Michel Tapje war eine ganze Konstellation von auch ganz bekannten Künstlern. Und ich bin mit meiner Frau in Amerika geflogen, auf Los Angeles. Und hat zum Tapje gesagt, oh, mir steht jetzt Ami là-bas. Und das war ein ganz bedeutender Maler, das war der Osorio, das war Claire Falkenstein, das war der San Francis. Und ich sollte immer besichtigen. Das war die beste, will ich so eine Invitation, die ich konnte kriegen, das ist nicht nur der San Francis besichtigen gegangen. San Francis, der war immer im Sommer von seiner Kunst, war ich bei dem am Atelier. Und Claire Falkenstein, ja, wir werden ein Jahr, okay. Und wie meint dann, Malerei, den Tapje, wie findet sich du an die Ästhetik von Art formell angereiht? Ja, ich bin ein Informeller natürlich. Das Jazzqualität, die daran Leute, die hier noch interessiert wird, und dann auch das Medium, durch wie ich mich exprimiert tun. Und dann auch das, was ihn interessiert hat, dass ich mit der Amateur geschafft habe. Das ist eine ganze Reihe Künstler, die sich auch mit der Amateur aufgehen haben. Der Buri zum Beispiel, den Tapje ist sogar Beton, dann Malerei rausbricht. Und noch, ich meine, für Psychogrammen und dunkle Schienen, die erinnern ja stark an Kalligrafie, und den Tapje war auch an der japanischen Kunst interessiert. Ich meine, dass du viele Jahre waren. Ja, das war natürlich auch durch die Gestualität, die Kalligrafie, was ja am Anfang keine Kalligrafie ist, was ich da mache, das ist eine Gestualität. Und die wenig erinnert, vielleicht an der Buchstaben, was keinen Sinn hat. Und ja, das hat ihn natürlich auch interessiert, weil hier hat er mit den japanischen, die japanischen NATO der Gutteilung gefördert. Das ist eine Gruppe, japanische Gruppe, die hinter rüberbrüstet, die sich auch ganz viel mit den Sachen aufgehen hat.
Und ich meine, das ist auch den Tapir gewesen, den ihr auf den Taoismus brüscht hat und ich ein Buch geschenkt hat. Ah, ja, also wenn ich auf den Taoismus da gekommen bin, dann also tust du Michel Tapir. Dafür wo Renke gesagt hat, weil guckt die Malerei an, guckt die Dualität an, guckt, was auch an dir selber leid und da verstehst du auch, das ist auch die Malerei besser. Und der Mann hat komplett recht daran, da dünn ich mir mal ein paar Bücher darüber gekauft. Ja, ich war ja in China gewesen. Und dann habe ich mit einem richtigen Taoist mal da geschwärzt. Dann ich dem gesagt, hat mich gefragt, wie das ich die Sache dann da ging interpretieren. Und dann habe ich ihm da doch gesagt, da hat er gestaunt. Die Meditation, die ich gemacht habe, hier und da. Und da hat er nur in den Kopf gerissen. Also, das tue ich schon nicht hören, dass ihn die Sache so interpretiert wie dir. Aber etwas hier führt dir so weiter. Wie ihr das macht, ist es gut. Das ist gut für euch. Den Tao ist universell, sozusagen. Du hast noch nie etwas gelernt. Aber probiert das nicht zu machen wie mir, weil das viele, die das probieren zu machen, weil dafür hat ihr, die Kultur hat ihr nicht dafür. Ja. Und ja, wir waren beim Tapir und beim Taoismus und nachdem sie dann ein Zeitchen zu Paris gewohnt hat, nachdem sie aus dem Kongo zurückgekommen sind, sie darum zurück auf Lützeburg gekommen. Wie ist der Lien zu ihrem Himmelsland und noch vor allem zu der Kunstszene heute zu Lützeburg? Ja, das ist ein ganz persönliches Sache. Ich war ja im Kongo, so sind wir dann rumgekommen. Und dann hatte ich dann da hatte ich dann Chance für Paris zu kommen. Und ich habe 6 Jahre da zu Paris verbracht. Meine Frau war überglücklich. Ich auch. Wir hatten noch mehr wie ich, meine ich. Und dann sind wir 1960 schon in der Goldensjahr rausgepucht. 68, ja. Dann sind wir immer plötzlich gekommen. Das war eine Zeit, die war wenig schwer für mich. Ich habe mich aber noch ranfand, mich angegliedert. Und ich konnte aber nicht ohne das Paris sehen. Ich musste immer zurückgehen, ich hatte schon da Freunde gemacht. Und dafür bin ich noch heute noch oft und lohnt mich so offen. Voilà. Ja. Es gibt das ist ein Zitat, was da in einem von ihren Skizzebüchern geschrieben hat, was morgen an der Expo war, in einem von den Vitrinen, wo da schreibt: Sur la scène artistique de mon pays, je me sens plutôt comme un électron libre. Was genau meint er da? Ich habe es nicht mitgekriegt. Sur la scène artistique de mon pays, je me sens plutôt comme un électron libre. Ah, ja, die berühmten Elektronen da. Ja, das war halt zu Lützburg. Und ich meine, das ist auch in einem gewissen Degree. Also, noch immer, ich habe ja nicht auf Toile gemalt. Ich habe etwas da gemacht, ich habe da experimentiert. Und, bon, ja. Als ein junger Maler oder als kein Maler, die Frau hat sich gestaubt. Das sind dann auch viele, die sich heute die Fotos stellen, ob sie wirklich Maler sind. Schon ein guter Kollege, die nach der Lehrkunst nach beginnt, ach, du bist doch kein Maler. Du bist kein Maler. Ich sagte, hast du recht? Oh, du hast mir recht, ja. Ja, was passt dir dann? Was ein Artist. Und nur der Aventur mit dem Tapir, und durch den Tapir, wo du noch eine andere Person kennengelernt hast, ich meine, auf viele verschiedene Plätze gebracht hast, die wir auch schon nur erwähnt haben, das ist den Antiglibota. Wie hat sich die Kollaboration ergeben und was hast du dadurch erlebt? Die sind viel gereist, die waren auf viele verschiedene Plätze, wo du ausgestaltet hast. Könntest du vielleicht noch ein bisschen davon erzählen, von den Aventuren, die du noch gekommen sind?
Ja, den Tapje damit wenn ich weitergelegt bei verschiedenen Freunden von ihm auch. Er war auch Freund von mir, sie gehen an die Freundschaften ja lang gefördert. Da war notamment der Verpflichten noch. Ja, kommt schon nicht so drauf. Enfin, soit. Ja, ich habe dadurch ein ganz flott Leute kennengelernt, die auch mit der asiatischen Kultur zu tun hatten. Da war ein Dame, das Frau vom, ich komme nicht auf seinen, das ist eine große Künstler, und die war ganz taoistisch. Und die hat zu Cannes, neben Cannes, hat sie ein kleines Bikok. Das war aus einer ganz reichen Familie. Sie hat keine Schloss auch da haben. Nee, die hat an einer ganz kleinen Bikok-Ofen da Hannah Kando gelebt. Und die ersten mit 85 Jahren, als die nach all da 200 Trapplecker da rübergegangen. Und da war ich heute da bei dir invitiert. Und wenn ich dann da hingekommen bin, dann hat sie ein Fendel abgezogen. Das war der Cheval au Vent. Der Cheval au Vent, das ist auch eine Figur aus dem Tao. Den hat sie dann abgezogen. Und da konnte ich dann, konnte ich dann sitzen, sie war viel mehr alt wie ich dann. Und dann habe ich sie dann natürlich auch invitiert an ein gutes Restaurant, weil das, was man bei hier isst, und das war immer katastrophal, sie konnte nicht kochen. Aber das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Aber ja, das war aber der Mehrwert, dass ich immer darüber geklottert bin, zu besichern. Und dann hat sie eine Bibliothek da. Auch lauter esoterische Bücher. Da ja hier in Fis, den hat eine Librerie auch zu Paris, an der Rue de Seine, von esoterischen Büchern. Und ich habe die Leute, die ich lang besichtigt, der François, den Nefis, den anderen noch. Bon, sie sind alle gut, sind sie nicht mehr da. Und das war auch ein ganz großes Erlebnis für mich, wenn ich bei sie gegangen bin. Weil ich immer ganz viel gelernt habe. Das hat Madame Loten. Die Frau von Emmanuel Loten war ein bekannter Poet aus an der französischen Literatur, mehr an die flamänische ugehaucht hast. Das war Emmanuel Loten. Ja, ja, das sind natürlich ganz flott Leute, die ich da kennengelernt habe. Und durch Madame Loten, habe ich den Paul Jenkins kennengelernt. Der kennt da vielleicht den Maler, ganz bekannten Maler, auch ein abstrakter Maler, einen informellen, den Paul Jenkins, den habe ich dann noch bei Ihnen, auch eine ganz liebe Person, ja. Wir hatten noch über den Taoismus geschwärzt und der hat ja auch viel, vor allem die letzten 20 Jahre, an China ausgestellt. Die war bei verschiedenen Expos dabei, die war zu Shenzhen, zu Shanghai, zu Peking. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen erzählen, wie die überhaupt zu den Expo gekommen ist und auch wie die Rezeption von ihrer Malerei da war? Ja, ich habe am Antiklebot da geschafft. Und den Antiklebot hat immer ganz groß gesehen. Und weil ich auch eine große Wirkung hat gesagt, ach, das muss beweisen. Und ja, für so das weisen, so dass ich hat auch Relationen an China mit pur große chinesische Museen, wohin europäische Maler dahin bräuchten und die dann ausgestellt sind. Und da hat mich dann auch proposiert. Und da komme ich da durch, gesagt, ja, wir wollen den Hunger dann auch. Aber da war ein Problem, wir kriegen die Sachen darauf. Und da haben wir hier wunderbare Menschen, den David Ahre.
den David Arendt, ja. Den David Arendt, der war Finanzdirektor bei der Cargolux. Und ich eine Freundin hat den David gut kannt, dann sagt den mal, wir uns für Tiers, da gucken wir mal. Sind wir dann an den Golfclub gegangen und das hat den David Arendt gewissen, was man wollte machen. Natürlich, das war alles dokumentiert. Ich konnte schon nicht einfach so nicht genau nach China. Nee. Ich hatte Fotos oder von den Müsen. Das war alles dokumentiert. Und dann habe ich David Arendt gewiesen. Und du sagst, David, ach ja, das ist kein Problem. Wir feiern die da Europa. Auf dem Mitten hat dann all rasch das von Chinesen gemacht. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Auch. Ich muss natürlich auch sagen, ich hatte auch wenn ich eine gute Erfahrung am Transport, ich wusste, wie die Sache ging laufen, weil ich schon bei der Namenssammlung Transport gelesen. Ja, kannst du das so vielfältig, ja. Und du hast nach China, wie er Kunst dann ankommen oder wie, ja, was die Rezeption in China von ihrer Kunst, die aber auch. Ja, also das in China, das war einfach fantastisch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie wir da empfangen sind. Ne? Das war ja große Museen da, und das war große Ausstellungen. Den Ante, den hat eine ganze Container so, das war eine ganze Kamion voll, das waren 150 Sachen. Ja. Bücher, alles dokumentiert, alles, das wird hin alles mit darauf gegangen. Und dann haben dann die Exposition, die dann so einen Monat lang gedauert. Ja. Und das war schon ein, das war schon umgegangen, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil es kann ja nicht so nicht genau einfach so erschienen. Weil das Schlimmste bei der ganzen Sache, das hat Zwang. Das wird alles müssen dokumentiert sein. Wie wenn ich weiß nicht, Vater, das Allergrößte von Dingen, nee, das wird müssen alles schön dokumentiert sein. Ja, das kann mir auch ein Musee, Heinz, die Douane. Das kann mir auch ein Musee als Regie. Ja, von einer Musik geht, die sind so ganz exakt, ich weiß das schon. Von Hai. Ja. Ja, vielmals merci. Ich meine, wir sind ein bisschen durch ihre Karriere, durch viele verschiedene Plätze, wo da vielleicht war, Leute, die da kennengelernt haben, und wichtige Momente in ihrer Karriere, nur ihrer Kunst gegangen. Ich weiß nicht, ob der Publikum vielleicht nach Frohen hört, dann profitieren will, dass man. Ich würde auch noch ein dazu sagen. Für dich so eine alle gute vielmals merci, dass er reingekommen sind. Und ich hoffe nicht, dass ich euch zu viel gelangweilt habe. Ja, das war das, ja. Nee, ich wollte just alle Gott in den Leitreibannen sind, die sind eine große Merci so, dass sie den Interesse gewissen haben für wenn ich erfuhren, was bei einem Künstler Kunst eine Aventur kann sein, weil ich fand das ganz, ich gebrauche das Wort Aventur ganz oft in meinem Leben. Das kommt vom Latein, Aventur, adveniere, ob ich so könnte. Und da kommen an ihrem Leben kommen so viele Sachen, ob ich so. Mit sind da auch Sachen, wo der Land steht. Weil wenn sie kommen, dann die realisiert dann nicht wirklich, was für eine Importanz das die haben. Und dann realisiert das recht, wenn es zu spät ist. Ich hatte aber die Chance, für zu realisieren, dass die Sachen um mich durchkommen sind, dass die wichtig waren für mich. Und da finde ich sie gemacht. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Wie gesagt, dann gibt es auch einen Katalog, da stehen nach 3 Texte dran, einmal
Madame Armstrong vom Lützeburger Konjarchiv, die über Herr Unger sein Leben, Biografie, an den Liamisch zu seinem Werk, ein Text über Taxbuch von mir und noch nach ein Text von Juliette Evesart, das ist eine französische Kunsthistorikerin, die über den Tapir schreibt, dann am Tapir spezialisiert ist, die dann noch wird eine Konferenz am Juli gehen. Das wird ein zweites Event sein am Kader von dieser Expo, wo dann den Michel Tapier, den Art informell und den Herr Unger und den ganzen alles noch ein bisschen mehr kontextualisiert wird. Genau, also vielmals merci, dass ihr kommen seid, dann nach einem schönen Abend. Merci.